Meistens kommen die guten Ideen um 2 in der Früh. Gerade dann, wenn man keine Zeit hat. Weil man gerade in irgendeinem Wirtshaus huckt und über den Sinn des Lebens diskutiert. Zum 100. Mal. Immer mit den gleichen Leuten. Und der Schmäh rennt und der gespritzte rinnt. Leibend. Und mittendrin in so einem Palaver kommt daher die Idee, auf einmal ist da, gerät einer in der Hirn und lässt die nimmer aus. Es wird 3, es wird 3:30, die Leute werden alle weniger und du denkst dir, erst, das muss ich mir merken, ich darf es auf keinen Fall vergessen. Es wird 4, es wird 4:30, die meisten sind schon gegangen und der gespritzte schmeckt auch nicht mehr so. Zahlen, gehen wir heim. Und am nächsten Tag, wenn du dann ausgeschlafen hast, denkst du, erst da war doch gestern was. Da ist mir da ganz was Leibendes eingefallen. Aber so fühlst du auch das Hirn zmatterst. Das Einzige, was du gemerkt hast, ist, das muss ich mir merken. So, dann kommen noch ein paar andere Sachen. Zum Abschluss. Lug und Trug. Früher hat es geheißen, liegen tut man nicht. Heute heißt es, liegen sagt man nicht. Aber nur weil heute jede Lug Schutzbehauptung heißt, steht es um die Wahrheit kein Deut besser. Die Dinge sind im Fluss, hat der Manager im Fernsehinterview gesagt. Und gemeint hat er, dass die ganze Firma schon lange im Bach gegangen ist. Eidgenossen. 2 Sachen sind in der Schweiz unendlich. Die Löcher im Kas und die Nummernkonten. Nur bei den Löchern im Kas ist das nicht ganz sicher. Das nächste hat einen nahezu afrikanisch anmutenden Titel. Makuntat. Es gehört, man sollte das einmal. Es war notwendig, es war nicht schlecht. Es kommt schon lang. Es kommt Sekunden, man kuntat. Was? Ich kommt da? Ich hab für sowas keine Zeit. Koalitionsangebot, das wird uns noch beschäftigen in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn einmal die Blauen den Grünen einen roten Teppich ausrollen, dann sehe ich schwarz. Ehre, wem Ehre gebührt. Er ist ein unguter Kerl. Ein falscher Hund, ein grauslicher Schleimer, ein echter Ungustel. So richtig mögen tut ihm keiner. Also kriegt er nur die silberne Ehrennadel statt der goldenen. Aber nur damit es nicht heißt, wir hätten was gegen ihn und damit er die Pappen hält, die falsche Sau. Wahre Begebenheit. So ähnlich zumindest. Schlaraffenland. Die Erderwärmung kann auch Vorteile haben. Vielleicht gibt es dann Brothändel, die was schon gekochte Eier legen. Da haben wir noch so einen kurzen Weintext. Qualitätskontrolle. Ein guter Wein ist dann süffig, wenn du auf 1/8 gehst und beim zweiten draufkommst, dass du gerade das dritte bestellt hast. Gesundheitsvorsorge wird auch immer wichtiger, also ein Text an die Gesundheitsvorsorge. Fehlt nur noch, dass du beim heurigen die Card herzeigen musst und eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass du nicht zu viel Cholesterin hast, keinen Bluthochdruck und Leberwerte passen, bevor du ein Prallfettenbrot und einen gespritzten bringen dürfen.
Urban oder urban. Kann man es so und so aussprechen. Obwohl wir am Land leben, sind wir eine richtige Stadt. Ob wir urban sind? Ja, freilich, der herrliche Urban hat bei uns am Postbrickel sogar eine eigene Statue. Der virtuelle Raum. Zuerst haben sie Sesseln aufgestellt und zum Zusammenkehren angefangen und Kaffeemaschine angetrat. Wie es Sperrstunde gesagt haben, um 1 in der Früh, mitten in der Nacht, habe ich es genau gespürt. Sie wollen mich vertreiben aus dem virtuellen Raum. Gott und die Welt steht da. Was haben wir denn da? Das ist auch eine wahre Begebenheit. Waldviertlerisch globalisiert. Eine Waldviertler Kappe, ein Zimftix, ist handgemacht, 100% Baumwolle, passt an jeden und made in Vietnam. Ein Text über unsere Informationsgesellschaft, voll informiert. Zum Frühstück was Frisches. Ein Shopping-TV oder das Wetterpanorama. Zur Vormittagsjausen was Süßes, ein Trickfilm oder Reich und Schön. Zum Mittag was Gachs, Seitenblicke oder Newsflash. Am Nachmittag zum Kaffee was Leichtes, ein Sitcom oder eine Talkshow. Am Abend, wenn man endlich Zeit hat, eine Love-Story oder eine Quiz-Sendung. Vor dem Schlafen gehen als Betthupferl ein Krimi oder ein Psychothriller. Weil zumindest einmal am Tag sollte man sich was Ernsthaftes anschauen. Kommunikationsbeschleunigung. Es sitzen einige hier, die noch die Zeit erlebt haben, wo Telefone so an einen Kabel gehängt sind. Gell? Und von dem leitet sich, also zumindest war das bei uns so, Sprachgebrauch, der oder die hängt alle am Schnirl. Also für viel Telefonie. Früher haben unsere Geschroppen oft stundenlang telefoniert. Jeden Tag, Stunde und Weile sind sie am Schnirl gehängt, wie man so gesagt hat, vor der Mobiltelefonie, und haben trotscht und quatscht und gatscht, und die viel Zeit ist halt nicht mehr heute, die Kids von heute SMSen. Das ist jetzt ein Männer, für die Männer ist das jetzt unter uns. Die Damen dürfen auch zuhören, aber es ist für die Männer. Früher waren Männer tapfer wie ein Löwe, stark wie ein Bär, haben gearbeitet wie ein Pferd und im Bett waren sie wie ein Stier. Heute sind Männer oft nur mehr wie ein Gras. Der Aal ist lang und ziemlich schmal. Die Braasse braucht keine Kaffeetasse. Der Do-O-Arsch hat einen panierten O-O-Arsch. Die Floh und der, die geht im Wasser unter. Der He-E-Echt jagt Karpfen, gar nicht schlecht. Der weiße Hai frisst Surfer schon im Monat Mai. Der Karpfen, der frisst am liebsten Krapfen. Der Kugelfisch fegt manchen Feinspitz weg vom Tisch. Die La-Achsen haben Flossen und nicht Haarachsen. Der Neonfisch liebt auch den Kerzenschein am Tisch.
Die Regenbogenforelle schwimmt gerne bis zur Quelle. Die Scholle spielt eine flache Rolle. Der Silberfisch, der wohnt auch unterm Küchentisch. Der Thunfisch, der riecht nicht immer nur ganz frisch. Der Walfisch, der passt auf keinen Saaltisch. Ein Fisch mit einem Y fand ich in keinem Lexikon. Der Zahn, der bringt alles durcheinander. Nun sind die Fischereime aus und alle schwimmen nun nach Haus.